Ich freue mich sehr, dass ich da stehen und Sie begrüßen darf, weil wir nämlich am kommenden Sonntag, den 2. August, wieder einen Gottesdienst in unserer Erziehungshalle durchführen können. Und zwar einen Gottesdienst durchführen mit Besuchern, mit Ihnen. Und damit wir das machen können, müssen wir gewisse Vorgaben einhalten. Da werde ich jetzt nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen. Es ist eine grosse Freude, nach 20 Gottesdiensten nur im Livestream haben wir am nächsten Sonntag, der 21. seit dem Corona-Anfang, 15. März, wieder da bei uns live in der Zionshalle. Selbstverständlich wird der Gottesdienst einem Livestream übertragen. Wer nicht kann kommen oder noch nicht will kommen, das macht gar nichts. Zu den erwähnten Vorgaben ist es so, dass wir auch als Christen das Vorbild sein vor der Behörde, vor der Welt. Und wir wollen die Vorgaben auch erfüllen, natürlich zum Schutz von unseren Besuchern. Nach Stand heute sind das Vorgaben, die uns auch schützen vor dem Coronavirus. Wir haben unsere Zionshalle so eingeteilt oder so organisiert, dass möglichst alle kommen am kommenden Sonntag. Und es ist ja so, dass wir das sogenannte Kontakttracing aufrechterhalten müssen. Wir müssen schauen, dass nie mehr als 300 Leute zusammen sind für die Gruppen. Und aufgrund von dem hat es eben verschiedene Abteilungen gegeben. Wir haben das in den letzten Sonntagen die Einleitung schon ein bisschen erwähnt und darauf hingewiesen. Ich möchte in diesem Video noch mal kurz darauf hinweisen, nicht in Details gehen, weil Details finden Sie auf unserer Webseite. Wir haben 3 Bereiche in der Zionshalle eingeteilt und der eine Bereich, das ist der Gottesdienst für Erwachsene, wie wir den nennen. Das sind die Leute, die im grossen Saal Platz nehmen. Die kommen durch die Hauptstege drauf, im Eingang, mit dem Einchecken, mit allem. Das steht da drauf, auf dem Merkblatt, das Sie auch finden auf der Webseite. Gottesdienst für Sonntagsschule, das ist 1. bis 6. Klasse, inklusive allen Lehrern, exklusive Eltern. Das sind die Eltern, die Kinder abgeben im Maranathaus. Also sie fahren mit dem Auto zum Maranathaus, die Kinder steigen aus und gehen ins Maranathaus zu der Schulklasse, werden dort in Empfang genommen. Und die Eltern dürfen nicht ins Maranathaus. Die Eltern werden dann auch im grossen Saal in der Zionshalle. Das ist die zweite Gruppe. Und dann haben wir noch eine dritte Gruppe. Das nennen wir Gottesdienst für den Vorschulbereich. Das sind eigentlich die Leute oder Eltern, die Kinder abgeben im Alter von Babyhütte bis Kindergarten. Und diese Gruppe die geht beim Seiteneingang der Zionshalle rein ins Untergeschoss und bleibt im Untergeschoss. Da steht alles auf diesen Zetteln. Die 3 Zettel die sind nachher auf unserer Webseite hinterlegt. Da können Sie sich bilden oder einfach da das durchlesen, zu welcher Gruppe Sie gehören, was Sie für Massnahmen ergreifen müssen, wie das geht mit dem Anmelden und so weiter. Und wichtig ist eben auch, dass die Gruppen sich nicht vermischen. Also ist natürlich nicht die Idee, dass man nach dem Gottesdienst zusammenkommt und alle Gruppen miteinander, ohne Maske, ohne nichts, einfach schwätzen, weil dann haben wir das gleiche Problem wieder, dass wir nicht schauen können, wer ist wo war. Also das wäre ganz wichtig. Wir machen eine Maskenpflicht, bis man den Sitzplatz eingenommen hat in der Zionshalle. Also bitte nehmen Sie Ihre Maske mit. Ich habe meine auch da dabei. Ich war heute Morgen beim Augenarzt. In der Tür ein grosses Schild gestanden, Maskenpflicht. Zum Glück hatte ich eine Maske, ich konnte sie anlegen. Also nehmen Sie Ihre Maske mit, Sie kommen hier an, Sie werden in Empfang genommen von uns, wir machen den Check-in, der Gruppe, wo Sie dazugehören. Und bis Sie in der Zionshalle im Saal sitzen, entweder drinnen oder im grossen Saal da oben, haben Sie die Maske an. Wenn Sie sitzen, dürfen Sie selbstverständlich die Maske abziehen. Sobald Sie aber jetzt zum Beispiel die WC-Anlage besuchen oder sich sonst bewegen in der Zionshalle, laufen, rausgehen, bitte die Maske wieder anziehen. Die Idee hinter dem ist folgendermaßen: Wir haben ja das Schutzkonzept aufgrund vom Bund natürlich, von der BAG, und dort heisst es, ist das Einhalten des Abstands begründbar nicht möglich und kommt es demnach zu nahen Kontakten zwischen anwesenden Personen, und das ist in der Zionshalle gegeben. Dort die Infrastruktur ist gar nicht möglich, dass man immer 1,5 Meter Abstand hat. Und wenn das der Fall ist, dann ist es zulässig, dass man andere Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Hygienemasken anwendet. Darum nehmen Sie Ihre Maske mit. Das ist dann auch eine Entspannung für alle, solange wir die Abstände nicht einhalten. Und das kann man nicht beim Check-in machen, das kann man nicht auf dem WC machen, weil es einfach alles ein bisschen eng ist. Nehmen Sie die Maske mit und ziehen Sie die an. Wichtig ist auch, es gibt keinen Büchertisch, es gibt auch keinen Kaffee, das ist nur nicht möglich. Wir können dennoch Gemeinschaft haben, eben wenn wir auch draußen sind und Abstand einhalten, Hygienevorschriften, Masken je nachdem. Da kann man auch noch ein bisschen schwätzen miteinander. Was auch noch wichtig ist, mit diesen Eingängen, eben im grossen Saal über die Hauptstege reinkommen,
und die Eltern mit dem Kleinkind Seiteneingang. Wenn jemand den Lift braucht für den grossen Saal, selbstverständlich geht das. Wir sind da, wir führen sie zum Lift und dann kommen sie dort durch rein. Wie schon bei der Gebetsstunde müssen sie sich anmelden zu dem Gottesdienst. Eltern mit Kindern, die kommen ein separates Mail über, beziehungsweise die haben das wahrscheinlich schon bekommen, zum Zeitpunkt, wo sie dann das Video sehen. Die haben das schon bekommen, die Anmeldung funktioniert ein bisschen anders, aber die Leute im grossen Saal müssen sich anmelden und das ist ein Link auf unserer Webseite, den finden Sie dort für den Sonntagsgottesdienst. Die schon in die Gebetsstunde kommen, die wissen, wie das funktioniert. Auch da ist einfach unsere Bitte, machen Sie mit, melden Sie sich an. Wir haben immer wieder auch Reaktionen über, ja, wieso muss ich mich anmelden, ihr kennt mich doch und so. Es geht nicht darum, dass wir Sie nicht kennen oder schon kennen. Es geht darum, dass wir nachweisen müssen, wer ist wo gesessen, in einem Fall, wenn so ein Corona ausbricht in der Zionshalle. Also wenn der ausbricht, Reihe 13, Platz 22 zum Beispiel, dann weiss ich genau, der und dort ist der gesessen. Rundum die Leute um den Platz werden dann informiert und das ist die Idee hinter dieser Anmeldung. Also machen Sie da mit. Wenn Sie sich nicht anmelden können, aus technischen Gründen, oder es ist ein Problem mit dem Internet oder wie auch immer, selbstverständlich vor Ort ist die Möglichkeit gegeben. Wir helfen Ihnen gerne. Also das soll kein Hindernis sein, wenn Sie sich nicht anmelden können. Aber wenn Sie es können, bitte schon daheim machen, weil dann ist auch der Eingangsbereich schnell wieder leer, wenn dann die Leute kommen, dass wir nicht da in einem Stau sind. Auch da herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Ja, da möchte ich noch hinweisen auf unsere Webseite, die würde ich gerne noch mal zeigen. Das ist die mnr.ch/coronavirus-Webseite. Das ist eine wichtige Webseite, wo alle Informationen hinterlegt sind, wo der Anmeldelink hinterlegt ist, wo wir immer auch wieder das Aktuelle hinterlegen. Bitte schauen Sie immer mal wieder auf dieser Webseite. Auch das Schutzkonzept, das ist sehr detailliert, das hat auch etwa 6 Seiten. Das Schutzkonzept finden Sie auf dieser Webseite. Wenn es Sie interessiert, können Sie auch mal Details lesen, die da hinterlegt sind, aufgrund dessen wir auch die ganzen Massnahmen getroffen haben. Alles auf dieser Webseite. Ebenfalls auf dieser Webseite haben wir eine sogenannte Rubrik häufig gestellte Fragen. Dort finden Sie Antworten auf viele Fragen, die schon vorhanden sein können. Mit Anmeldung, mit was passiert, wann und wie, können Sie dort mal nachschauen. Das Ziel, ihr Lieben, das Ziel ist, dass wir einen Gottesdienst durchführen können. Wir wissen nicht, wie lange die Massnahmen in dieser Art bleiben, wie sie jetzt sind. Und darum, wenn wir den Gottesdienst durchführen, wir denken, wenn wir so 2-3 Sonntage mal so gemacht haben, dann kommt auch gewisse Routine, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Am Anfang wird das vielleicht ein bisschen holprig sein, das macht auch nichts, dann können wir unsere Liebe gegeneinander ein bisschen üben und einfach miteinander den Gottesdienst geniessen am kommenden Sonntag, mit dieser Anmeldung, mit dem sich daran halten, mit dieser Maskenpflicht, mit allem, was dazugehört, können wir vorbildlich sein und wir freuen uns auf den kommenden Sonntag und in dem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen und bis am Sonntag.